Der Patrick schenkt der Sarah ein sinteiernes Kuchenmesser und entschuldigt sich bei ihr, dass er ein in einer Chronikel gewesen ist. Danach verschwindet er wieder aus Lansing. Kathi lässt sie von junger Braumeister stopfen und der Chris möchte auch und darf nicht und drum stinkt er am recht. Der Lorenz steht mit seinem Karren im Haltverbot und Josie haut ihm einen Strafzettel auf. Drum heißt das eine gestumperte Biesgurden und wenn er den zeigt's ihm an und ihre Mutter schmiert ihm mit Lippenstift auf die Scheibe auf, dass er ein Volldepp ist. Das nimmt's aber danach wieder zurück. Daheim ist bei den anderen 3 Weiber nimmer gern gesehen, weil es ein geschlampertes Christkindl ist und drum schmeißen sie es raus. Und weil sie ihre Leta schon ein Zigeunerleben geführt hat, zieht sie jetzt in Sascha sein Zigeunerwagen ein. Der Michi holt den Josef mit dem Flieger aus Hamburg an, samt den, dass der überhaupt nicht fliegen darf, und überrascht damit den seine Tochter. Uschi und sein Alter lassen der eine preisische Tochter für die Schule einen Aschenbecher basteln. Aber da kriegen sie Anstände von der Lehrerin, weil es in ganz Lansing keinen einzigen nicht geht, der wo raucht. In Zwiefel seiner Kuche ist der Ausguss verreckt und sein Bub möchte ihm richten, weil er meint, dass das eine Arbeit für ein Mannsbild ist. Und dabei fliegt er ganz in die Luft und er blamiert sich gescheit. Der Josef wird streitet mit seinem preisischen Stiefenkel, weil er am D4 hält, dass er mit dem Flieger und mit dem Kreuzfahrerschiff die Umwelt versaut. Drum pflanzen sie nachher miteinander zum Ausgleich einen Baum und werden auf die Weise wieder gut miteinander. Der Hubert kommt dahinter, dass der Martin mit der Gersten geschwindelt hat und redet ihm zu, dass er das vertuschen und weiter seine Kundschaft bescheißen soll.